Der ZT-Talk wird Ihnen präsentiert vom Lindenhof Oftringen mit seinem professionellen Catering-Service, der CSS-Versicherung, Deine Gesundheit, dein Partner und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Wir schauen mit einer Mischung aus Fassungslosigkeit und Entsetzen auf Amerika und denken, what the hell is going on? Was ist los mit dem Land, das viele von uns bewundern und auch sehr gerne bereisen? Herzlich willkommen zum ZT-Talk. Diese Frage stellen wir heute einem sehr erfahrenen Journalist. Er hat lange Zeit in den USA gelebt und von dort berichtet. Heute schafft er unter anderem als Producer und Moderator für die Diskussionssendung «Club» vom Schweizer Fernsehen. 2019 hat er für eine Reportage in der NZZ am Sonntag den Medienpreis Aargau-Solothurn gewonnen. Heute ist er zu mir ins ZT-Studio gekommen, auf Zofingen. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Peter Hossli. Danke für die Einladung. Peter, der 6. Januar ist ein Tag, wo wahrscheinlich viele so schnell nicht vergessen, wenn sie am Abend den Fernseher eingeschaltet haben und Bilder vom Kapitol in Washington gesehen haben. Was ist in dir in diesen ersten Stunden der Kopf, wo du in dem zugeschaut hast und dir die Bilder angeschaut hast? Also der 6. Januar, gebe ich dir völlig recht, ist ein Tag, der nicht so schnell vergessen gehen wird. Ich habe gewusst oder gerade realisiert, das ist ein historischer Tag. So etwas hat es in den USA noch nie gegeben, nämlich so eine Art Aufstand. Für mich war es sogar ein Putschversuch gewesen. Ein Präsident stachelt seine Anhänger und Anhängerinnen an, ins Kapitol zu stürmen und eine demokratische Wahl zu verhindern. Und ich habe gerade gedacht, das ist das Ende von Donald Trump. Weil da hat er etwas überschritten, wo man nicht gedacht hat, dass er das würde überschritten, nämlich er hat eine Institution besuddelt. Das Parlament, der Kongress. Und man muss eben wissen, in den USA redet man ja von einer sogenannten Zivilreligion. Also da gibt es eine klare Trennung von Kirche und Staat. Und der Staat hat eigentlich ein bisschen etwas wie die Rolle von der Religion, was es da hat, nämlich etwas, wo man nicht angreifen darf. Und das ist an diesem Abend passiert. Erklär uns das vielleicht noch ein bisschen näher. Der Sturm ist für viele Amerikaner infam. Mhm. Und warum ist das aus amerikanischer Sicht ist das Kapitol so bedeutungsgeladen? Ist das mit einem Tempel vergleichbar? Ist das quasi der Tempel von der Demokratie schlechthin? Oder die USA hat nie etwas anderes gehabt als eine Demokratie. In Europa haben wir Monarchien bekommen, wir mussten die Kirche trennen und den Staat. Und die USA hat eigentlich angefangen ohne Monarchie und man hat von Anfang an Religionsfreiheit gehabt, aber die Religion hat sich nicht in den Staat tun. Und ich meine, das ist nicht einfach, also hat man müssen wie einen Ersatz für das finden. Und der Ersatz ist die Verfassung. Der Ersatz ist das Washington, wo ja so ein bisschen auch gebaut worden ist als eine Institution für die Demokratie. Und der Kongress, wo ja eigentlich das höchste Haus ist von der amerikanischen Demokratie, ist besuddelt worden. Wir können sogar sagen, ist geschändet worden an einem Tag. Und das ist wie wenn wir den Petersdom in Rom angreifen und besuddeln. Das wäre für Katholikinnen und Katholiken ganz etwas Schlimmes. Das sind Sachen, die man nicht macht. Peter, kannst du uns erklären, was in den letzten Jahren passiert ist? Dass das eben möglich geworden ist, dass Hunderte von Amerikanerinnen und Amerikanern bereit sind, ihren Tempel von der Demokratie, wie du jetzt gerade so noch ausgeführt hast, zu stürmen, zu verwüsten, zu plündern, sogar Abgeordnete aufs Massivste bedrohen? Ich denke, das war die Kulmination von etwas, das man in den USA schon lange verfolgt. Nämlich, es ist die totale Spaltung von einer Gesellschaft. Du bist entweder auf dieser Seite oder auf der anderen Seite. Entweder bist du Demokrat oder bist du Republikaner. Und man ist sich nicht einmal mehr einig, was die Wahrheit ist. Und der Donald Trump, was er gemacht hat in den letzten Jahren, er hat die Spaltung eigentlich noch vorangetrieben. Er hat ein Lügengebäude aufgebaut. Er hat die Wahl verloren und hat das nicht akzeptiert. Und indem er die Lügen verbreitet hat, hat er das wie zusätzlich angeschürt. Und ich denke, dort zeigt sich ja auch die Schwäche von dem Donald Trump. Der Donald Trump
wenn man das Anfangs 2020 gesehen hat, das Wahljahr, ist er eigentlich bestens da gestanden. Er hat hervorragende Umfragewerte gehabt, die Wirtschaft hat brummt und dann ist Corona gekommen und er hätte eigentlich nur müssen sich einsetzen für seine Bürgerinnen und Bürger und sagen, ich helfe euch, durch die Pandemie zu gehen. Aber er hat Angst gehabt, dass die Aktienkurs sinken. Er hat Angst gehabt um den Dow Jones, weil der Dow Jones ist für ihn wie so ein bisschen der Wert gewesen. Und dann hat er angefangen, die reale Bedeutung nicht ernst zu nehmen, hat auch die Verschwörungstheoretikerinnen und Theoretiker um sich herum geschart. Und das hat dann in dieser Wahlniederlage gegipfelt, die er nicht akzeptiert hat. Und er hat ja vom ersten Tag an gesagt, da ist betrogen worden, die Wahl ist mir gestohlen worden, es ist gefälscht worden. Und er hat das angeschürt und dann hat er noch an dem Tag, an dem 6. Januar, hat er eine Rede gehalten und in dieser Rede hat er gesagt, geht ins Kapitol und haltet die Republikaner davon ab, quasi die Wahl zu akzeptieren. Und das war ein klarer Aufruf zu dem Aufstand. Der extrem harte Kern von diesen gewaltbereiten Trump-Anhängern, das ist ja wirklich erschreckend. Da haben wir T-Shirt-Aufdrücke gesehen mit Auschwitz-Camp und Ähnliches, also Neonazis und rassistische Symbole. Wird es den Republikanern gelingen, den harten Kern loszuwerden, vielleicht sogar zu neutralisieren? Ist das jetzt sozusagen wie die ultimative Kulmination von dieser schlechten Seite von dieser Präsidentschaft Trump? Oder gewinnt der radikale Kern im Gegenteil aus deiner Sicht noch an Bedeutung und an Fahrt? Ich glaube, das ist sogar die entscheidende Frage, die momentan in den USA diskutiert wird. Also, der Trump hat natürlich auch realisiert, dass er den radikalen Kern kann, für sich nutzen kann. Und er hat aber schon auch realisiert, dass ein Teil der amerikanischen Bevölkerung einfach nicht mehr an der Diskussion teilnehmen kann. Und das sind zum Teil wirtschaftlich benachteiligte Leute, das sind Leute, die den Job verloren haben, weil Jobs exportiert worden sind nach China. Und dort ist er her und hat mit diesen Leuten geredet. Und er hat auch in Kauf genommen, dass er mit Leuten redet, die eben wirklich Neonazis sind. Wir erinnern uns an Charlottesville, wo es den Aufmarsch gegeben hat von Neonazis. Und er hat das nie verurteilt. Und ich denke, die neue Führung von der Republikanischen Partei, und es wird eine neue Führung geben, weil ich bin der Meinung, der 6. Januar hat Donald Trump erledigt. Der wird nie mehr zurückkommen. Und er hat sich wie selber in die Luft gesprengt an diesem Tag. Aber die neue Führung von der Republikanischen Partei, die ist jetzt enorm gefordert, dass sie sich trennt von diesen Leuten. Und ob das gelingt, bin ich mir noch nicht ganz sicher, weil der Donald Trump hat 75 Millionen Wählerinnen und Wähler gehabt. Und das sind nicht alles Neonazis, das sind nicht alles Wahnsinnige und Rechtsextreme. Aber das ist eine Spitze, wo man muss sich überlegen, wie man umgeht. Und ich denke, da ist eben auch die demokratische Führung gefordert, Joe Biden und die Mehrheit im Kongress, weil man muss wieder mit diesen Leuten reden. Also was man oft vergisst in den USA ist, bei der Küste in New York, in Washington und in Los Angeles, im Silicon Valley, ist es enorm prosperiert in den letzten Jahren. Aber in der Mitte des Landes, die haben nicht daran teilnehmen. Und ich glaube, die Demokraten sind vor allem jetzt gefordert, dass sie mit diesen Leuten reden. Wenn du sagst, du bist nicht ganz sicher, ob der gewaltbereite Kern wirklich kann neutralisiert werden kann, haltest du einen Bürgerkrieg in den nächsten Jahren im Bereich des Möglichen? Also bürgerkriegsähnliche Zustände? Bürgerkrieg ist ein grosses Wort, aber wenn man jetzt zum Beispiel schaut, die Gewaltbereitschaft da, und man hat jetzt einige Bomben gefunden. Man hat Bomben gefunden, die sind in der Nähe vom demokratischen und vom republikanischen Headquarter. Ich meine, in der amerikanischen Öffentlichkeit, im Privatbesitz, sind über 400 Millionen Schusswaffen. Das Land ist privat, ich rede nicht von der Armee, bewaffnet bis es nicht mehr geht. Und ich meine, was es jetzt schon gibt, ich meine, was man oft vergisst, es werden pro Jahr 15'000 Menschen verschossen in den USA. In schwarzen Inner Cities gibt es jeden Tag 300-400 Tote. Und das ist schon ein Problem, das die USA gar nicht anspricht. Also,
Die Gewaltbereitschaft ist da und das kann überall kann das wieder explodieren. Ich meine, das FBI hat jetzt davor gewarnt, dass es vor der Inauguration von Joe Biden wieder zu Gewalt kommen kann. Also die Gewaltbereitschaft ist da. Jetzt ist das Amtsenthebungsverfahren aufgelöst. Erfolg haben wird es kaum. Braucht ja dann 2/3 im Senat, was sehr unwahrscheinlich ist. Trotzdem, ist das Amtsenthebungsverfahren aus deiner Sicht eigentlich ein kluger Schachzug oder wird es am Schluss eher auf eine Rehabilitierung von Donald Trump rauslaufen? Also ich finde das auch eine sehr spannende Diskussion. Wenn du mich persönlich fragst, ich finde es richtig. Ich gehöre zu den Leuten, die finden, Aktionen müssen auch Konsequenzen haben. Und so etwas hat es noch nie gegeben in der US-Geschichte, dass ein Präsident seine Anhänger aufstachelt, um eine Wahl nicht zu akzeptieren. Es gibt in der Verfassung den Term von Treason, das ist Hochverrat, und ich glaube, das könnte man ihm juristisch bestätigen. Das Problem ist natürlich, dass das relativ spät kommt. Ich meine, wenn das im November passiert wäre, dann wäre klar, dann wäre Donald Trump des Amtes enthoben worden. Jetzt besteht natürlich die Gefahr, wenn man das Impeachment-Verfahren, jetzt muss er zuerst angeklagt werden im Repräsentantenhaus und nachher muss der Senat darüber abstimmen und das geht Wochen, wenn nicht Monate. Und dann würde er natürlich wieder die Diskussion über Wochen oder Monate auf sich nehmen und der Joe Biden möchte das nicht, er möchte Ruhe von Donald Trump. Aber die Möglichkeit besteht natürlich, dass man ihn, wenn er nicht mehr im Amt ist, ganz normal anklagt. Es gibt Gesetze, wo das, was er gemacht hat, nämlich Leute anstacheln, um ein öffentliches Gebäude anzugreifen, dass er angeklagt wird und letztendlich auch verurteilt wird. Ich meine, ein schönes Bild wäre schon, wenn man ihn in Handschellen abführt, weil jede andere Person, die das macht, würde man in Handschellen abführen. Momentan hat er als Präsident noch Immunität. Reden wir doch über die Rolle der sozialen Medien. Mir sagt, der Präsident lebt in einer Parallelwelt, wo er via soziale Medien, vor allem auch via Twitter, seine Anhänger überstülpt. Ist das, was wir jetzt gesehen haben am 6. Januar, letztlich das Resultat von völlig aus dem Ruder gelaufenen, völlig überhitzten Blasen in diesen sozialen Medien? Sind Sie eigentlich am Schluss das, was das Ganze auf Washington gespült hat? Also Demonstrationen und Unruhe hat es schon immer gegeben, bevor es soziale Medien gegeben hat. Also die Berliner Mauer ist auch gefallen ohne die sozialen Medien. Aber in diesem spezifischen Fall haben die sozialen Medien oder die Leute, die sich dort getroffen haben, eine enorme Rolle gespielt. Ich meine, Donald Trump hat am 19. Dezember 2020 darauf aufgerufen, be wild. Also sind an dem Tag, am 6. Januar, wild. Und ich meine, die Organisationen, die haben sich über Twitter, über Facebook und auch über Parler organisiert. Und die sozialen Medien haben ja jetzt auch reagiert. Also Parler hat man abgestellt, weil das ist auf den Server von Amazon gelaufen. Im Donald Trump hat man das Twitter-Account abgestellt. 88 Millionen ist einfach stumm. Und das, glaube ich, wird in den nächsten Jahren eine intensive Diskussion auslösen. Was ist die Aufgabe und was ist die Rolle von diesen sozialen Medien? Das wäre meine nächste Frage. Aber Twitter hat Donald Trump das Megafon weggenommen. Aus deiner Sicht, ist das klug? Ich finde das hochproblematisch, wenn das eine private Firma entscheidet, was sind gute Inhalte und was sind schlechte Inhalte. Weil ich meine zum Beispiel der iranische Präsident, der Rouhani, in Iran werden 8-jährige Kinder zum Tod verurteilt. Oder der Präsident Putin, die sind alle noch auf Twitter. Und in den letzten Jahren ist ja das Twitter-Account von Donald Trump so etwas geworden wie ein offizieller Regierungskanal. Und jetzt muss man sich fragen, was ist eigentlich ein soziales Medium? Ist das ein öffentlicher Raum? Und wenn das ein öffentlicher Raum wäre, dann gilt Meinungsäußerungsfreiheit. Das ist geschützt in den USA durch das First Amendment. Und dann darf eigentlich jeder dort sagen, was er will. Oder ist ein soziales Medium so etwas wie eine Zeitung? Und wenn es so etwas wäre wie eine Zeitung, dann wären die verantwortlich für den Inhalt und müssten auch gerade stehen. Ich meine, du gibst das Zofingen Tagblatt raus, bist verantwortlich für jeden Leserbrief, der dort gedruckt wird. Und wenn dort ein justiziabler Inhalt ist im Zofingen Tagblatt, in einem Leserbrief, dann bist du dafür verantwortlich. Und die sozialen Medien, die haben momentan keine Regulierung. Also es gibt ein Gesetz von 1996, das denen erlaubt,
alles zuzulassen, alles zu sperren und alles zu löschen, das hat man gemacht, damit das Internet wachsen kann. Und ich glaube, in den nächsten Jahren werden vor allem auch Gerichte darüber entscheiden, was ist überhaupt noch erlaubt auf den sozialen Medien und was nicht. Und welche Regulation braucht es oder nicht? Genau, welche Regulation braucht es. Und ich bin jemand, der findet, die sozialen Medien müssen im First Amendment ausgesetzt sein, aber sie müssen auch eine gewisse Verantwortung übernehmen für den Inhalt. Und letztendlich die Schliessung von dem Twitter-Account von Donald Trump könnte das Ende oder das Anfang vom Ende von Twitter sein. Der Aktienkurs ist runtergegangen, oder? Und wenn Twitter plötzlich das macht, könnte ich mir vorstellen, dass sehr viele Leute von Twitter weggehen. Und wenn wir es davon regulieren, wo ja sehr viele Regierungen wollen, in Europa vor allem, dann ist die Freiheit, die die sozialen Medien haben, die sind dann nicht mehr so groß. Trump ist sicher einer der besten, wenn nicht der beste Traffic-Bringer von Twitter, zweifellos. Er hat natürlich Twitter groß gemacht und Twitter hat den Trump groß gemacht. Das war eine wunderbare Symbiose gewesen. Was mir aufgefallen ist, Peter, unzählige von den Personen, die das Kapitol gestürmt haben ständig gefilmt. Also teilweise sogar mit mehreren Kameras und sind mit Sets rumgelaufen, wo sie so ständig eben Kameras und so vor sich hingetragen haben, zum Teil manchmal 2. Was ist das für ein Phänomen? Also es sind verschiedene Sachen. Zum einen wollte man sich natürlich selber inszenieren und zum anderen, was in den USA wirklich auffällt, ist Polizei plus Demonstrantinnen und Demonstranten, die einander immer filmen, letztlich auch zum Beweis zu kreieren. Also wir dürfen in den USA einen Polizist filmen und die Cams, die Polizisten haben, die bei uns sehr umstritten sind, die Polizisten filmen dann die anderen. Weil letztendlich weiss man, dass es zu Gerichtsfällen kommt und man will Beweis kreieren. Aber was ich noch fast amüsanter gefunden habe, wie du das richtig sagst, die haben einander alles gefilmt. Also ich glaube, viele von denen sind auch überrascht gewesen, dass sie überhaupt dort reingekommen sind und sie haben gar nicht so recht gewusst, was sie machen sollen. Sie sind vielleicht auch überfordert gewesen von dieser Situation und dann haben sie das Handy gezückt und einander gefilmt. Ein Grund, warum wir die Diskussion natürlich führen, ist auch die Frage, gibt es aus deiner Sicht bei uns parallele Entwicklungen, wo plötzlich radikalisierte Wutbürger etwas machen könnten und sagen, mein Gott, wie hätte das so weit kommen können? Also ich denke, was es bei uns eine parallele Entwicklung sicher auch gibt, ist, dass wir Medienschaffenden und Politik zum Teil ein bisschen in einer Blase lebt. Also wir setzen uns vor allem mit uns auseinandersetzen und es gibt noch ganz viele andere Welt. Ich meine, gerade im Zusammenhang mit Corona. Die Corona-Massnahmen, die sind für viele Politikerinnen und Politiker und für uns Medienschaffende nicht so ein Problem. Aber für einen Ladenbesitzer oder für einen Restaurantbesitzer, der seine Beiz zumachen muss, ist das ein grosses Problem. Und da entsteht zum Teil eine Wut und ein Unvermögen, wo wir gar nicht so recht realisieren. Und ich glaube, was der Trump gemacht hat, er hat die Leute, die meinen, sie haben keine Stimme, hat er mit ihnen geredet. Und ich denke, ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir die Leute, die meinen, sie haben keine Stimme, ob sie eine haben oder nicht, das ist schwierig zu tun, dass wir die nicht vergessen, weil durch das entsteht eine Wut, die sich entflammt in den sozialen Medien. Und ich meine, die sozialen Medien sind ein perfektes Ventil. Was bei uns genauso funktioniert wie in den USA. Ganz nicht genau. Anders funktioniert. Ganz genau. Ich meine, wenn man das ein bisschen beobachtet, da gibt es auch wahnsinnig viele Beschimpfungen, sogenannte Shitstorms und so. Und dort werden ja Sachen gesagt, die man in einer normalen Zeitung nicht drucken kann. Aus rein pragmatisch-opportunistischer Sicht, was wäre besser für die Schweiz? Präsident Trump oder Präsident Biden? Rein pragmatisch, rein opportunistisch. Also die Schweiz ist unter dem Donald Trump hervorragend gefahren. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir hatten einen amerikanischen Botschafter gehabt, der Ed McMullen, der einen extrem direkten Draht hatte zum Donald Trump. Er hat ihn zweimal als WEF geholt in Davos. Unter Barack Obama war das eine schwierige Zeit gewesen, das Verhältnis Schweiz-USA. Der Steuerstreit war,
Was man kann sagen, es gibt eine Branche, wo glaube froh ist, dass der Trump nicht mehr da ist. Das ist die Pharmabranche, weil für was sich der Donald Trump wirklich aktiv und auch erfolgreich eingesetzt hat, sind niedrige Medikamentenpreise. Beim Obama war das nicht so gewesen. Er hat Obamacare schreiben lassen von der Pharmalobby. Ich glaube, in Basel ist man recht froh, dass jetzt der Joe Biden Präsident wird. Zweitletzte Frage, du hast sie zwar schon teilweise beantwortet, hat sich selber in die Luft gesprengt. Der Donald Trump am 6. Januar Comeback ist ausgeschlossen. Ich halte ein Comeback für ausgeschlossen. Und zwar nicht nur für ihn, sondern für die ganze Familie. Also eigentlich hat ja die Familie Trump so ein bisschen wie eine Dynastie aufbauen. Also der Don Jr. hat sich überlegt, in die Politik hineinzugehen. Der Donald Trump wollte ein neues Medienunternehmen aufgehen. Ich meine, der Donald Trump wird schon nicht verschwinden, aber die Familie wird von der politischen Bildfläche verschwinden, weil der Angriff auf Demokratie, der da stattgefunden hat, das ist unverzeihlich in Amerika. Und dann die letzte Frage. Wann planst du deine nächste USA-Reise und wodurch? Ja, ich hoffe natürlich, so schnell wie möglich zu gehen. Covid tut das verhindern. Ich habe wahnsinnig Lust auf Kalifornien. Und zwar einfach auch wieder mal schauen, wie Silicon Valley aufgestellt ist. Ich möchte mich wieder mal mit der Stimmung, die in Kalifornien im Silicon Valley herrscht, befassen. Gut, dann wünschen wir dir, dass du das möglichst schnell machen kannst und Covid sich langsam verabschiedet. Und herzlichen Dank, Peter, dass du bei uns bist. Danke vielmals für deine Einschätzung. Danke. Nächste Woche neuer Talk, neues Thema, hoffentlich wieder mit Ihnen. Danke vielmals fürs Zuschauen. Der ZT-Talk ist Ihnen präsentiert worden vom Lindenhof Oftringen mit seinem professionellen Catering-Service, der CSS Versicherungen, Deine Gesundheit, dein Partner und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Hallo Glück, hallo Trost, hallo Leben. Wir sind bereit. CSS Versicherung. Lindenhof Oftringen. Unser Catering-Service sorgt für kulinarische Highlights, auch an Ihrem Event.